Tja, Freunde, wie sieht's aus? Sind wir bereit in der heutigen Folge die Episode um Ventus soweit abzuschließen, was ich jetzt mal vermute, wenn wir zum Schlüsselschwertfriedhof zurückkehren würden? Oder bin ich noch so unterlevelt und noch so im Arsch, dass es sowieso nichts bringen wird? Fragen über Fragen zurück bei Kingdom Hearts, bei Sleep Final Mix. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen erstmal zur Mirage Arena, weil hier waren wir noch gar nie. Ihr könnt es einfach mal angucken, was hier eigentlich so abgeht. Mirage Arena. Deutsch und Englisch. Krass. Der Mirage Arena stehen mehrere Spielmodi zur Verfügung. Arena, Kommandobrett, Karambolagerennen. Ja, das kennen wir eigentlich bereits. Also das Rennen meine ich jetzt. Arena, das wäre noch neu. Und die Farbe einer Rüstung. Warum soll er nicht direkt irgendwie Default-Farben nehmen? Was? Medaillentausch? Gruppenvita? Hä? Okay. Mal gucken, wie es eigentlich so abgeht. Arena. Wir kämpfen in der Arena. Okay, das klingt schon mal gut. Runden 4. Blö, blö, dö, 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 dö. Okay, ich habe sowieso nur 2. Gut, machen wir den hier. Rang ist ja nur 1. Das ist, dann kann man mal versuchen. Und jetzt hier rein. Ah, okay. Einfach mal ein bisschen testen, wa? Vielleicht eh gar nicht mal so schlecht, wenn ich die Folge vielleicht noch ein bisschen mit Training, ich will nicht gerne sagen verschwende, aber investiere. Round 2. Ja, komm, komm. Aua. Round 3. Magneger. Vitra, nee. Ich bin ein bisschen überlegen mit den passiven Fähigkeiten, oder, also was heißt passiv? Ja, wenn es ein bisschen ums Blocken geht und so, jetzt haben wir immer nur das mit dem Ausweichen, da ist er schön, aber wenn ich halt explizit blocken will, ist es ein bisschen schwierig, weil, auch wenn er vor mir steht und ich jetzt nur die Blocktaste drücke, wenn ich ihn anvisiert habe, ist er plötzlich trotzdem, also bin ich plötzlich trotzdem hinter ihm. Also, obwohl ich ihn anvisiert habe, kann ich halt nicht irgendwie einen Unterschied aktivieren. Sag's mal so, wie es ist.
Das ist eher ein bisschen nervig, der Typi, obwohl er gar nicht mal so viel Schaden macht. Das ist das Schöne daran. Aua! Blocken geht aber sowieso nicht, also von dem her. Nee, keine Chancen blocken. Kann ich generell nicht blocken? Irgendwie der Shield kommt gar nicht. Egal. Der Typ nervt mich gerade ein bisschen. So. So. Ist ja zum Glück, wie wir schon gesehen haben, ja eher ein schwacher Gegner. Aber wie man auch sieht, es gibt ja keine Erfahrungspunkte hier. Mhm. Ah, jetzt Arena Stufe 2. Okay. Abrechnung, das Seeungeheuer. Ja, den haben wir jetzt eigentlich. Da haben 5 Mal oder weniger. Und im 4, aber hier halt Runden 8. 8 Runden bis letzte Minute in 7-3. Das Seeungeheuer. Ja gut, ganz ehrlich. Scheint es nicht so zu sein, als wäre es etwas, was jetzt sehr viel bringt. Sag's mal so, wie es ist. Zurück zur Weltkarte. Also ist vielleicht ein nettes Gimmick und so, und halt eben gewisse Dinge noch abschließen möchte. Aber ich glaube, für uns fürs Erste nicht wirklich weiter von Belang. Zumindest was storymäßig betrifft und so. Jetzt da mal ganz kurz noch gucken, haben wir irgendetwas noch? Ich habe eigentlich ein paar geile Moves noch, theoretisch. Dann noch im Prinzip damit das gleiche hier. Ja, ein Fesselschlag mit Blitzran, da gibt es Blitzgar draus, sehr, sehr schön. Den Fesselschlag schon ausgerüstet, deswegen würde das eher weniger nehmen. Aber wie sieht es mit den Aktionskommandos jetzt aus? Hat doch eben gesagt, ja, Stellungsspiel ist zwar cool, ich müsste halt einen Sprungangriff auszuführen. Stellungsspiel und dann direkt dahinter, okay. Kann das noch ein bisschen mehr machen? Ich weiß jetzt nicht recht. So, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz zurück nach Radiant Garden. Weil ich das mit den Gegnern hier testen will. Ist ja so einer. Der so ein Glückstypi und so. Ja, doch, es geht nicht so schlecht jetzt vom Level her. Also im Level, muss man so sagen. Wir kriegen doch relativ gute Erfahrungspunkte. So, alle schön da oben. Sehr gut, sehr gut. Hallo, Schwobbelbobbel. Feuger, Stufe 4. Ja, sind wir jetzt noch ein bisschen Blitzra. Und schon wieder ein Level Up.
Okay, jetzt natürlich jetzt die nächste Stufe, die dauert ein bisschen. 35, ja. Auch schon viel. Warte mal, sind wir Stufe 23, ja. Ich versuch's mal ganz oben. Da hatten wir, glaube ich, auch eine Stelle, wo man relativ gut leveln konnte. Was heißt eigentlich oben? Hier eigentlich auch schon. Hier doch eigentlich auch schon. Ja, doch. Anti-Gravra. Lass die Schwerter fliegen, wenn. Ich habe noch keine Gegner, war weil direkt. Also in dieser Stadt. Haben. Da gibt es das Traumfestival. Da waren wir eigentlich auch schon. Wobei es hieß, wir können nochmal zurückgehen, aber wir waren ja, glaube ich, erst vor 1, 2 Folgen. Also. Sehr viel bringen wir jetzt nicht. Was zum? Hui! Ja, servus! Tschüssikowski! Schöne Erfahrungspunkte. Kacke. Das war so jetzt aber nicht geplant. Wenn, halte fest, Mann! Okay. Dann ganz kurz rüber sliden. Aber er wollte nicht. Ne, Stufe 518, ja. Ja, doch, doch. Also auch hier in Radiant Garden kann man jetzt eigentlich trotz allem nachher noch relativ gut trainieren. Pulsbombe. Er hat jetzt richtig. Pulsbombe macht zwar schon ein bisschen mehr Damage, das gebe ich gerne zu, aber irgendwie ist es nicht so flexibel und dann nicht so schnell wie sonst so Vance Moves. Alle tot, jo. You spin me right round, baby, right round. So, wie viel fehlen noch? Dann 60. Jo, kriegen wir noch hin. Unterwegs noch ein paar Sticker sammeln. Obwohl ich glaube, wenn ich es mir überhaupt noch zur Aufgabe machen würde, dass wir wirklich komplett den restlichen Sticker sammeln, dann machen wir es, glaube ich, zum Schluss. Ich glaube nicht, dass irgendwie für die 100% des Spiels nötig wären, aber machen könnten wir trotzdem. Also mindestens 100% rein storytechnisch, wa? Darum geht es ein bisschen. So. Kommt alle herbei. Ai. Ich muss schon zugeben, wenn spielt sich echt geil. Generell, hey, weil er halt eben trotzdem physischen Angriff hat.
nicht irgendwie komplett auf Magie geskillt ist und dann eben auch noch relativ fix ist. Da ist halt der Unterschied zwischen oder zu Terra und Aqua, die wiederum entweder auf Kraft geskillt sind oder auf Magie. Aber ich glaube, Aqua, das könnte ein bisschen mühsam werden, nicht zu zocken auf Magie. Bin ich jetzt nicht unbedingt so... Ja, wie soll ich sagen? Der große Könner war. Warte mal, irgendetwas fehlt hier, aber ich glaube trotzdem noch in Wedding Garden. Weil ich erinnere mich, wir hatten doch hier so eine Passage, sag ich jetzt mal. Kann ich irgendwie von da was drehen? Nö, reagiert nicht. Ne, wir hatten hier doch so ein Areal, das kommt jetzt nämlich gleich. Wo es darum ging, da konnte zwar relativ easy rein, aber es gab noch einen anderen Weg dorthin. Und dort hatten gar keine Chance hinzukommen. Und man dachte, ja, vielleicht geht es ja später mal noch irgendwie, aber wir waren jetzt eigentlich schon... Dann doch schon am Schluss hier von Wedding Garden. Eigentlich da oben, da müsste ich irgendwie noch hinkommen. Wow. Wie zum Beispiel soll das klappen? Ich habe leider keinen noch höheren Sprung, sonst wäre es relativ einfach. Und Level Up. Jetzt sind wir schon 24. Ah, 50, ganz ehrlich, Leute, ich hätte doch noch Bock, ihn hier für 25 zu bringen. Na, aber eben hier komme ich irgendwie nicht. Verdammte Kacke, wie komme ich da oben hin? Da müsste doch irgendwie gehen. Schon wieder hier? Er hat schon geile Moves, der Gute. Das ist ein bisschen doof einfach, aber egal, komm. Scheiß drauf. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Da ist garantiert noch irgendwie eine Truhe oder so. Klar, man könnte sagen, vielleicht von der anderen Seite. Was ist denn das für eine andere Seite dort hinten? Hier kommt man ganz normal raus und irgendwie da und nee. Macht ja gar keinen Sinn. Zumindest für mich macht es keinen Sinn. So hin komme ich ja auch nicht. Hier gehen wir einfach mal ganz normal so durch. Ja, aber das war es dann eigentlich auch schon. Andererseits weiß ich ja, hier kommen auch durch angeblich. Vielleicht gar nicht hier, sondern irgendwie weiter oben? Ne, wie soll das funktionieren? Oder es ist tatsächlich ein Weg, das könnte natürlich auch sein, den ich halt nur mit Terra und Aqua machen kann. Mit Wen gar nicht. Das wäre theoretisch auch möglich. So, komm schon. Nerv mich jetzt hier nicht so lange rum. Ich will doch bloß ein bisschen trainieren.
So. Nur ein ganz kleines bisschen. Zurück zum Fontänenplatz. Ja, servus. Oh ja, Klingenlicht. Das ist eine richtig geile Fähigkeit. Also für solche Viecher ein bisschen overpowered ist, aber scheiß drauf. 300 Punkte noch. Wir könnten einmal abspeichern, das stimmt. Vor allem so kurz vor dem, behaupte ich jetzt doch mal, Ende, zumindest für den Weg von Wen. Weil eben, ich glaube, es ist nur noch der Schlüsselschwertfriedhof und das war's dann. Aber eben, wer weiß, wie viele Bossgegner uns dann noch erwarten, das kann unter Umständen noch lange dauern, vor allem bei meinen Skills. Die gar nicht vorhanden sind vor allem. Ja, die Kombi ist so geil, ey. Nach 130 nächsten Stufe. Ernsthaft ein Viech noch? 4 Punkte noch? Mehr Magic Power. Ja, also man kann sagen, man kann recht relativ gut trainieren. Nur eben die Frage jetzt halt generell, hä, ist es eigentlich so gewollt, dass ich jetzt hier noch großartig trainiere? Vielleicht solltest du sogar noch irgendwie das Level, keine Ahnung, 30 oder so trainieren, vielleicht sogar noch höher. Weil wenn wir uns natürlich an die anderen Kingdom Hearts Spiele erinnern, da war es schon eher so, dass man relativ viel trainieren sollte. Oh, der kommt gar nicht mehr hoch. Andererseits haben wir hier mehrere Wege, also nicht nur der mit Wen, ist ja auch der mit Aqua und Tower. Aua. Kommt doch alle mal her. Vor allem, das macht natürlich erstmal immens viel Schaden und vor allem geht es relativ flott. Das ist schon wieder 667. Komm, ich glaube, wir machen jetzt mal das Level noch ganz kurz, Level 26. Und dann den Rest, ja, gucken wir halt mal, ob es bereits reicht oder vielleicht noch mehr trainieren muss. Aber andererseits, wir kennen ja auch die Kingdom Hearts Spiele, wo das Level jetzt nicht so viel ausgemacht hat. Oh ne, die Viecher schon wieder. Wo das Level jetzt nicht so viel ausgemacht hat, weil einfach Gegner, die konnten dich trotzdem irgendwie one-hitten und so. Egal, was du getan hast. So, hol die erstmal raus aus dem Boden. Wir wissen ja bei den Viechern erstmal. Wollte eigentlich Magneter. Super. Sag mal. Kann ich vielleicht einmal hier was machen hier? Alter Schwede. Und sobald wir aus dem Boden raus machen, die sowieso nichts mehr.
Und der macht auch nichts mehr. Bams. Weg ist er. Was macht er da hinten noch? Hey, Kumpel. Ernsthaft jetzt? Okay, macht auch nicht mehr viel. 240. Warte mal, war hier oben vielleicht noch irgendwo ein Sticker, den ich damals nicht holen konnte? Theoretisch wäre es möglich. Aua! Nächste Stufe ist nicht mehr so viel. Dann haben wir Magnete einsetzen. Okay, sind schon alle drin. Sehr gut. Der seht ihr jetzt in den Angriff gestiegen. Okay, das reicht. Freunde, ich würde sagen, das ist doch perfekt so. Wir sind ja auch schon bei 26 Minuten. Das passt doch perfekt. Aber ich würde sagen, so als kleinen Cliffhanger nehmen wir doch noch mit, was uns eigentlich auf dem Schlüsselschwertfriedhof erwarten würde. Und eben, ob es schon reicht, oder man halt noch ein bisschen mehr trainieren muss dann. Wobei das sehen wir jetzt erst in der nächsten Folge natürlich. So, was ich glaube, ich auch noch machen, bevor wir dann doch dort unten schon sind. Es tut mir zwar leid, aber ich werde, glaube ich, das Stellungsspiel und Rückenhieb rausnehmen, weil ich bin doch ein bisschen mehr der Typ, der auf Blocken anvisiert ist. Klar, es ist nur Angriff von vorne. Stellungsspiel und dann ist Angriff, schnell hinter ihn zu gelangen. Andererseits, ich weiß natürlich nicht, ob, je nachdem, wer dort der Gegner ist, ob ich überhaupt blocken kann. Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Weil das war ja zum Beispiel bei Captain Hook war es ein bisschen anders. Da muss ich eben rausnehmen, weil da in das Stellungsspiel ein bisschen doof war, für mich persönlich. Ja, ist halt ein bisschen Learning by Doing dann, ja. Learning by Doing, wobei ich jetzt ein bisschen seltsam finde. Warte mal, ich kann Feuger. Ah, Feuger mit Feuer geht nicht, scheiße. Ja, Feuger ist nur das Stärkste, das sehe ich ja auch so. Nochmal ein Feuersturz, nee, irgendwie. Momentan ein bisschen Mühe hier mit neuen Kommandos, war? Ich meine, klar, Fesselschlag und so. So ein Feuersturz und ich sehe mit Blitz oder Blitzra kombinieren, kommt Blitzgar heraus. Ja, Clanstecker Blitzmove generell wäre schon nicht schlecht, da gebe ich gerne zu. Und dann mit dem Frostwurf kommt nämlich ein Blitzsturz, aber irgendwie keinen Bock drauf. Was haben wir eigentlich aktuell so für Moves drauf? Feuersturz, Frostwurf, Fesselschlag. Rein von den irgendwie Schatzwurf, Dingsbums, Glücksklingen, nee, bin ich nicht Fan von. Theoretisch können wir vielleicht noch irgendwie Blitzgar kaufen. Oder sogar einfach so, nee, komm rein, sowieso. Weil ich keinen Bock mehr habe, länger zu warten. Nee, ich bin ein bisschen unter Strom. So ähnlich wie Ventus, und dann, wenn das einen Blitz einsetzt. Kommt. Beginn zum Schlüsselschwertfriedhof. Genug trainiert. Stufe 26, das ist natürlich geil, gar kein Thema. Gucken wir mal, was uns hier erwarten wird. Im Schlüsselschwertfriedhof. Friends forever. Schlüsselschwertfriedhof. Keiner fragt sich, warum überhaupt? Warum gibt es einen Friedhof für Schlüsselschwerter? Warum? Hä?
Sind es echt alle diejenigen, die, wie damals irgendwie Sehanort erwähnt hat, in diesem Schlüsselschwertkrieg, die da gestorben sind, alle Schlüsselschwertträger? Wer weiß, wer weiß. Wir werden es hoffentlich erfahren, Freunde. In der nächsten Folge zurück bei Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix. Bis dahin, ciao zusammen.